Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Es sind Mats mein Thema für diesen Podcast sind Engel. Ich habe schon an dem Podcast 4 drin. Durch das Thema von dem Channeling sind ich auf Engel teilweise angegangen. Wahrscheinlich hat den anderen gemerkt, dass ich die Sache extremst kritisch betrachte. Und ich will auch ein bisschen erklären an diesem nächsten Podcast, was der Grund ist, für was ich absolut davon überzeugt bin, dass nicht überall Engel dran ist, wo Engel draufsteht. Das hat verschiedene Gründe, verschiedene Ebenen, und wir immer probieren, ein bisschen den Tour davon zu machen. Wenn ich schaue, das gucken, was über New Age Esoterik, weil das mit der New Age Esoterik losgegangen, mal alles als Engel betitelt gehen ist, darf sich den anderen effektiv ein bisschen vorstellen. Wo genau ist das eigentlich losgegangen, oder beziehungsweise wie ist das losgegangen? Das ist irgendwie nicht einmal als eben das von den Channeling, das ist, wo die Esoterik nach so einmal ein bisschen mehr, ich sitze zwischen ganz physischer mehr proper war und nicht so verfälscht. Du hast da viel darüber geschwärzt, dass sie mediale Kontakte hatten, dass sie mit verstorbenen Kontakt abgeholt haben, dass sie Seancen gemacht haben, etc. etc. Und einmal hat er die Tourneur gekriegt, dass erstens es geheischt wird, tell dem hat Engelkontakt ab, und auf der anderen Seite ist das Ganze so salonfähig gemacht gehen. Für das es salonfähig soll sein, war natürlich an erster Stelle der Punkt da, dass die Wesen, mit denen die Kontakt abhält, dass das gut muss sein. Und hier hat jeder dran, was der ganze Leute nicht unbedingt so wollen, an ihrem Blickfeld dran haben, auch die sich probieren von den Religionen zu trennen, sind trotzdem der Meinung, dass wenn es ein gut Wesen ist, dass es gute Informationen gibt, dann muss es also par rapport zu der christlichen Religion ein gut Wesen sein, also muss es ein Engel sein. Was mir extrem auffällt an dem spirituellen Bereich ist, dass da eben viel von Engeln schwätzen, verschiedene, die so mal mehr an die Dunkelrichtung gehen, schwätzen auch noch mal Dämonen und mehr es schwätzt kein andere Wesen und wie das klingt Volk, es schwätzt kein Gottheiten, Götter von anderen Pantheonen und das ist nicht, wenn da ein riesen Trennwand zwischen wir. Und von den Punkten, die mich effektiv extrem stutzig gelos hat, par rapport zu dem Ganzen ist, es gibt ein Autor, den ich, ob man es was den Eichbücher betrifft, 100% appreciieren. Hier nur waren auf der Facebook-Seite auch ein bisschen komisch unterwegs, sind da so viele, die irgendwie Probleme haben, wann seine gewissen Entwicklung haben, dann auch wirklich auf dem Punkt zu bleiben, dann die fangen nun, würde ich eine spirituelle Arroganz nennen, zu kreieren. Auch den heute hat aber am Anfang Bücher geschrieben, die ich allen wirklich anraten. Den ich ausschwätzen aus der Michael J. Rhodes, den an nächster Stelle ein Buch geschrieben hat, mit der Natur reden, das heißt, wo und sich und sein echter Kontakt kommen, was die Natur betrifft, hier mit der Natur und sich zu kommunizieren. Dann hat ihm Reich des Pan geschrieben, wo über den Pan an die verschiedenen Ebenen von unserer Gesellschaft, also von nicht unserer Gesellschaft, von der Natur geht, das heißt genauso gut an die mineralischen Ebenen, an Pflanzenwelt, an Flora, genauso gut wie an Fauna. Ich gebe auch ganz am meisten dem einen und dem anderen knallharten Veganer das Buch nehmen anraten, weil ich stelle schon immer fest, wenn ich das Thema umsetze, dass auch Pflanzen vielleicht ein bisschen mehr Leidensweg können haben, oder so otherwise Raubbau zu treiben. Da ging ich immer ausgelehrt an den Michael J. Rhodes hat die Erfahrung gemacht, was Pflanzenwelt betrifft. Er überhaupt wirklich ein von der, ich schwätze nur wirklich von den Militanten, also von dem militanten Veganismus und Vegetarismus schwätzen. Na, hier kurz Klammer ab. Ich gehe absolut nicht all Veganer und all Vegetarier an dieselbe Stippen. Bei mir spielt es keine Rolle, ob ihn sich als spirituell stellt, ob ihn sich als vegan stellt. Sobald das aggressiv und militant geht, hat den Zweck von der Geschichte nicht verstanden und da könnten auch nicht da unwohl eigentlich Schwelle kommen. So, die Klammer wollen wir zu. Also zurück zu dem Thema vom Rhodes Bücher. An dem dritten Buch geht er nach mit Dave an die ganze Welt herangefordert, und dann ist also auch da mit seinem Astralkörper NRW. Eine Gerät und eine Person,
Also gibt von engem Wesen an die verschiedenen Ebenen gefordert, und gibt auch dahin gefordert, wo Leute sind, die gestorben sind, an die sich nach erholen müssen, oder auch wo Leute sind, die am Koma sind. An den Asiegegangen dann hat eine Frau, die am Koma war, also wo dann die Seele auf der Seite war, hat ihn an den Arm geholt, aber wo die Frau aus dem Koma zu sich kam, du hat sie gesagt, es hat den Engel mich an den Arm geholt. An den Rhodes war den, der gesagt hat, Engel, nee, es sind ein ganz normaler Mensch. Und das ist genau das, was so von den Punkten ist. Es ist ganz viele Kontakte, die wir haben, wenn wir channeln, wenn wir Kontakte mit der anderen Seite tun, mit den anderen Ebenen, können Verstorbener sein, die eben hier Entwicklung gemäht tun und dadurch extrem so mal wie ein Lichtkörper rüberkommen. Wir können sogar lebensläufig Leute sehen, die entweder am Gang sind zu schlafen und dadurch an der Zeit an einer anderen Welt in der Wese für zu reisen, ich weiß, wo wir das schwätzen. Hun also erkennsterweise irgendetwas damit zu dienen, dass es Engel sind. Die betiteln sich auch nicht als Engel. Interessanterweise aber, sie gerade als Leute, die heute Kontakt haben, die gehen hin und die holen sich raus, einfach all die Wesen, oh, das ist ein gute Nachricht, das ist etwas Schönes, was man sieht, das heute, das da, oder schwätzt man noch mit dem Mund, also zack, geht der Stempel drauf gemacht, das ist ein Engel. Seelen und nicht irgendwelche Leute, die das überhaupt nicht erfreuen. Also, weil Leute bei mir Kontakt daran sind, geht das direkt wieder gestattet, und so, hast du mal gefragt, wen das? Da sind Leute erstaunt, dass so, kann ich das? Ja, natürlich kann ich das. Ich werde doch noch auf den Deal zu schwarze kommen, aber nicht an dem heute Podcast. An den Haken und der Geschichte, als uns das war Leute sich mit den Sachen befassen und aufhängen, so Bücher zu lesen oder so Seiten, so Homepages zu lesen, Seiten und zu gucken, da kriegen sie direkt viel geschrieben, wie ein Engel ist. Das heißt, sie können sich selber nicht mehr frei daran zu bewegen, wirklich einen Engel zu erleben, ohne durch die Filter von den Erfahrungen von anderen Leuten durchzugehen. Und genau das ist am Ende extrem spannend, weil es sind ein paar Leute begegnet, die nicht mit irgendwelchen Vorstellungen, also Vorurteile kennen, sondern auch am positive plus ou moins, und die Sachen gegangen sind, an die und den Engel geraten sind, an die so gut nicht, dass ein Engel das ist, was er an 90% von den Büchern liest. Komischerweise sind sie aber trotzdem alle gut dasselbe. Und zwar, besonders eben, wenn es um Thema von den Erzengeln geht, ein Erzengel ist nicht umsonst als Messenger dahin gestellt gehen. Das ist auch der Grund, für so viele Leute und die Wort Engel weiter hängen bleiben am Sinn von, wenn immer ein Message an der Seite gibt, muss es ein Engel sein, also Messager Engel. Wir gucken nicht daran, was es wirklich ist. Das heißt, das ist ein bisschen so, wie wenn du draußen auf der Straße von Leuten gibt, du geschwärzt gehen, und der gibt man im Beruf, wo geschwärzt gehen. Gute Morgen, Sekretärin. Oh, salut, Bauarbeiter. Beschwer Straßenkehrer. Möchte doch kein, beziehungsweise, wie gibt der Rest dabei vielen? Du machst den allein komplett Ruf identifiziert zu gehen, just was er als Job gibt, man. Und heim hat er dasselbe, oder heim gibt ganz viel dasselbe, mit den Wesen gemäht. Das ist, oh, das ist ein Engel, zack, was der wirklich ist, interessiert leider nicht ganz viel Leute, die sich mit den Sachen befassen. Also zurück zu dem Punkt, was da mit Erzengeln auf sich wird. Ein Erzengel, also so, das sind die Echtengel sozusagen. Das heißt, das sind die Quintessenz, die echt Informationen haben. Und ich will nochmal direkt das Wort Information raus, weil Information ist eigentlich schon eine Donnee, die auf Form Brot gehen ist. Das ist so, wie wenn du daheim sitzt und der guckt eine Flasche an, ohne weiter darüber nachzudenken, und da seht ihr zuerst, was guckst du an, und da so die Flasche, in dem Moment ist es Information, weil das Gebilde, was er als Flash kennt, weil er an die Form von der Information herabbringt, dass es ein Flash ist. Sonst ist es Data, Données. Wir sind an der Computerwelt in der wir sind an einer Matrix in der und das wird man mit der Zeit auch viel mehr feststellen. Aber genau das ist, was Erzengel sind. Das heißt, sie sind Quintessenz von einem Sujet. Wenn ich den Erzengel Michael holen, dem sein Name bedeutet, ich bin die Wahrheit, das ist Quintessenz von der Wahrheit.
Ich selber betiteln Engel nicht als Wesen, mehr als eine Präsenz. Wenn ein wirklichen Erzengel auftaucht, da geht alles anderes rundherum ausgeschaltet. Das ist wie wenn da ein Bemol, wie soll ich sagen, an einem Kader, an einem Raster sitzt, wo da ungefähr wisst, wo er Stuhl ist, wo er ein Tisch ist, wo er scharf ist. Mit der kriegt nicht mehr mit, weil die Energie bzw. die Data, die du könnt, so die ganze Platz anhält und so präsent ist, dass du nicht anderes mehr rüber könnt. Und daraus kann ich schöpfen. Aber wenn das ein Kind mit erlebt tut, die kann vielleicht sogar an den Punkt kommen sehen, dass das so unheimlich rüber könnt, dass das Wesen, die Präsenz, die du hast, gar nicht an Kategorie von den Engeln gesagt wird, mir ganz am Gegenteil an Kategorie von den Dämonen oder von irgendwelchen anderen bösen Wesenheiten. Für was? Maar weil sie Angst vor der Sache und so eine Schlummer. Das heißt, wenn es so, da sind 2 Punkte dran. Erstens, die Energie, die also das am Dinge von, die Energie als die Donne, wenn jemand einem Gedanken oder mit einer Frohe geht, die einem, wo dann wird, an der Donne drasticht, ob einem positiven Dingen, da können die als angenehm empfangen und dann nennt den einen oder anderen, das war ein Engel. Aber wenn es eine Antwort ist, die ihn und den Teil undocken lässt, die einem Angst möchte, dann, also der Bemol etwas Schlechtes, etwas Böses, ein Dämon oder was weiß ich nicht, was noch alles. Also der merkt, das schüsst Eis, die Eis die Dinge gibt, dass man die Wesenheiten, die Präsenzen kategorieren. Es wird aber nicht mit den Wesen wirklich zu dienen. Und ich kann sagen, ich war an den Uriel geraten, wo denen gesagt wird, dass in den Uriel war, dass sie mir so direkt verschiedene Bilder durch den Kopf kommen, wie so Engel hintergestaltet gehen. Und hin hat gemerkt, hin hat mit dem Putte gehabt, nichts zu dienen. Also das ist ziemlich klipp erklärt, dass sie sich ganz ernst das betrüchten. Mit Chancen, dass irgendjemand der Toten empfindet, der Toten mit erlebt und davon ausgeht, dass der den Erzengel ist, als extrem rar und minim für was, weil an der Zwischenzeit Leute so durch die ganz 4 Jahre gegangen sind, wie ein Engel ausgesehen hat, wie ein Engel zu sehen hat, wie ein Engel sich aufhielt und so viel und so weiter. Und da passt so ein ganz Kerl erklärt, Donne, ein Database, sozusagen, passt da nicht dran. Aber das hier. Sie sind durch Form von den Sujets. Aber wie gesagt, das könnt ihr, wie man so abholen. Und das ist genau der Punkt. Wenn der also am Gang sitzt zu channeln oder ich mit den anderen Wesen an Verbindung setzt, an der gerät und irgendetwas, was du nicht an die Form passt, von der gelehrt tut, dass das Engel sind. Also nicht, dass es Engel sind, sondern dass das, was man gelehrt tun, dass das, was man 4 geknallt kriegen, dass das, was man 4 Gewisse kriegen von den anderen, dass das, wo kaum noch ein Mensch an dem New Age Esoterik, an der New Age Spiritualität überhaupt erfreut. Und das fühlt sich nicht selber tun. Dann haben eine ganze Gruppe Leute Angst vor drohen, allein nicht auf, just weil es nicht an ihre Kader passt. Auch wenn das, was den du mitkriegt, das, was einem Angst möchte, nicht irgendetwas Basis, als man etwas komplett wertneutrales kann sehen, und nicht just als Angst, dass die möchte, dass man es als Base bewerten. Aber wenn wir da lernen, darüber erwäscht zu kommen, als Angst zu haben, da kann es sein, dass es genau den Kontakt zu verschiedenen Wesenheiten, zu verschiedenen Präsenzen weisen können, wie man aus dem Kader, an dem wir da festsitzen, den ist immer noch so religiös begleitet, so eine Schlummer, dass man da herauskommen an die Welt wirklich gesehen, an das Universum gesehen, an die ganze Energie gesehen, wie sie wirklich sind. Und für der Sache ist noch so Schluss ein kleines Textchen extra zu setzen. Es gibt eine von den Sorten von Engeln, das sind Cherubinen. Aber wenn sich ein bisschen noch nicht minimal mit der Bibel befasst, der wird feststellen, dass die durchgestaltet sind als Räder mit Armen. Und allein die Idee vom Rad, da darf man sich vorstellen, ob das nicht als Chakra sind. Das heißt doch Rad. Aber wenn ich bedenke, wie viele Sachen, wie auch das größte Gemälde von Michelangelo, an der Zwischenzeit die froh abkommen, als ob er nicht als Gehirn gezeichnet wird, das wo Gott an
ein Mensch sich mit den Fangere bereieren, ob die nicht Gehirn durchgestaltet wird, das könnt ihr gerne ein bisschen googeln. So stellt sich eben auch die Frage, ob also nicht ein Teil von dem, was mehr als Engel von Bausen gesehen, eigentlich just die Informationen sind, die mehr über die Chakra herkriegen, an dem Moment auch können verwerten. Genauso gut positiv wie negativ. Du versteht vielleicht, für was ich gebe mal so 80% von den Büchern an den Sachen, die mit Engel gibt, die do leuchtend durchgestaltet gehen, mit Fliegen, mit ich weiß nicht was am Tralala, an das Beist bekämpfen, für was ich das für nicht realistisch halten, mir einfach just ein Bildnis, in dem sich Leute haut an so einer, wie soll es so, an so einer Zucht von Esoterik probiere festzuhalten, für sich irgendwo eine Hoffnung zu gehen, dass es etwas Gutes dabei gibt, etwas, was mich stark ist und dass es das gut ist, was mich stark ist. Und nicht auf die Idee zu kommen, dass das Universum vollkommen wertneutral ist. Wenn der Doofhunder von den Bildern ein bisschen lastlos und einfach mal ein bisschen offen sieht, zu sagen, okay, was kann ich empfangen? Was passt bei mir, was passt bei meinen Schwingungen? Da sind die Chancen vielleicht mehr groß, dass der Lehrer könnt, über den Tellerrand rauszusehen, den erst die Bücher alle gute gehen, die New Age Esoterik dahinter sitzt, wo eben ein Engel so durchgestaltet wird, wo in sich an erster Stelle das Beste Wesen, das gut Wesen, immer in Form von einem Engel gewesen geht. Vergesst ihn dabei nicht. Es ist ein Engel, den aus dem Himmel geheilt gehen ist. Auch wenn der so, der will damit nichts zu tun haben. Es ist genau den Engel, der Lichtbringer genannt gehen ist. Und das ist von denen, die, wenn die Leute vom Beisem schwätzen, nicht unbedingt als gut angesehen. Also, will ich euch ein bisschen mit auf den Weg gehen, dass man sich vielleicht die eine oder die andere vorstellen kann. Was auch die Basis von einer Bibel betrifft, ganz kurz Klammer ab, nachdem sie so oft niedergeschrieben gehen, als so oft übersetzt gehen, als ich nicht ganz viel von der Bibel, wie sie heute existiert, aber das heißt nicht, dass ich nicht meine, dass den Ursprung davon auch ein ganzes paar Quoten dran haben. Just ob mehr die Haut nach an den Seiten der verlesen, das ist ein froh für sich. Und insofern ist auch vielleicht den Ursprung von dem, was Engel betrifft, absolut richtig, wenn ihn an die Aalschriften kommen, an die Aalsprache nachgeben können. Aber das, was heutzutage immer mehr verwässert gehen, das heißt, durch eine Religion auf der anderen Seite verwässert gehen, das an Donne durch New Age Esoterik, die sich immer gern alles nur ein bisschen mehr hell vorstellen, ein bisschen mehr, wie soll ich so, schillernd vorstellen, ein bisschen mehr harmlos. Und ein Engel ist absolut nicht harmlos, das ist ganz am Gegenteil. Dann gesehen ich dort echt eine Hoffnung oder eine Sicht nur einem Trost, wie eine Sicht nur der Wohlrecht. Also, mein Schlusswort dazu, lebt vielleicht nicht alles, was er an den Büchern liest. Wieso nicht immer ein Buch zu schreiben zu einem Thema, beweist nicht, dass die Person sich mit dem Thema auskennt, es beweist just, dass die Person schreiben kann. Es sind so viele Sachen, die geschrieben sind, die leider auch eine gewisse Gefahr dran haben, weil sie die Leute an einer gewissen Ignoranz zahlen. Aber vielleicht wird der Moment für aber selber zu vertrauen, und ich muss darauf anzulassen, wenn das schon wirklich ein bisschen um weh zu sind, zu sagen, okay, was ist für mich an dem Ganzen bestimmt? Was will man mehr an Kommunikation treten? Ohne direkt die kleinen Kastenstation, die kleinen Tiere mit gut Arbeit, mir einfach der Sache auch mal wertneutral entgegenzusteuern. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen den Tour gemäht habe, dass ich euch das ein oder andere mal auf den Weg gehen habe. Wie immer, merci für das Lauschen und gute Mittag, schönen Abend und gute Nacht.